Der Stille. Dies ist Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama trifft indischen Minister, betet für Opfer der Stürme in Süd- und Südostasien. Wissenschaftler, Forscher und buddhistische Gelehrte treffen sich zum Treffen des Thukdam-Studienteams. Führung der tibetischen Zentralverwaltung trifft Ministerpräsident von Himachal Pradesh. Das Büro des Wahlkommissars beendet Informationsreise durch Australien, Europa und Nordamerika. Das Tibet-Büro in Genf spricht auf dem 18. Forum der Vereinten Nationen zu Minderheitenfragen und trifft mehrere ausländische Delegierte. Wöchentlicher Ausblick: Jahr der Barmherzigkeit. Am vergangenen Sonntag gewährte seine Heiligkeit der Dalai Lama dem Finanzminister von Himachal Pradesh Jagat Singh Negi zusammen mit dem indischen Parlamentarier Harish Janathan und seiner Familie eine persönliche Audienz. Jagat Singh Negi bekräftigt die Verpflichtung der Landesregierung, dem tibetischen Volk weiterhin jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Seine Heiligkeit bedankte sich bei der Regierung und der Bevölkerung des Bundesstaates für ihre unerschütterliche Unterstützung. In einem Kondolenzschreiben, das auf der Website des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama veröffentlicht wurde, sprach seine Heiligkeit Gebete für die Menschen, die unter den jüngsten sintflutartigen Regenfällen und Stürmen in Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Malaysia, den Philippinen und den angrenzenden Gebieten gelitten haben. Diese Woche fand im Dalai Lama Institute for Higher Education in Bangalore, Südindien, eine Sitzung des gesamten Thukdam-Studienteams statt. Prominente buddhistische Gelehrte, Wissenschaftler und Forscher treffen sich seit diesem Dienstag für 5 Tage, um einen Überblick über die Thukdam-Studie, ihre Ziele, die bei Thukdam-Fällen angewandten Methoden und Maßnahmen, die aktuellen Entwicklungen, die derzeitigen Protokolle und vorgeschlagene integrierte Entwicklungen, einschließlich eines Rahmens für eine Längsschnittstudie zum gesunden Altern, zu diskutieren. Zu den Mitgliedern des Teams gehören der ehrwürdige Delo Rinpoche, Professor Richard Davidson, Professor Alexander Kaplan, Dr. Tshedien Dorji Saduzang, Dr. Tseon Damji, Dr. Bindu Kuti, Dr. Ravindra Geshe Ngawang Nobo und Geshe Lodro Sangpo und Dr. Tawny Tidwell. Über das Ziel der Thukdam-Studie sagt der Neurowissenschaftler Professor Richard Davidson gegenüber Tibet TV, dass die Thukdam-Studie vor etwa 20 Jahren von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, inspiriert wurde. Tukdam study really was inspired by His Holiness the Dalai Lama in about 2005 or 2006, asking me to please study Tukdam because His Holiness, I think, recognized that this is a phenomenon that's described in the Tibetan Buddhist literature that really challenges our understanding of the relationship between mind and brain. How can a person still have this residual level of awareness at the same time that his heart has stopped, his breathing has stopped, and maybe his brain has stopped? So this is a real challenge for Western science. And so we, of course, were enthusiastic about starting this project. And it began in a very modest way, and it's now grown. We have teams from the US, Russia, and India that are all integrated together now. And this meeting was a very important meeting in helping to really set up the next chapter of this project, where we will be testing practitioners while they're still alive in their 70s and then following them until they pass. And this will enable us to look at brain activity as well as other markers which may predict which individuals will go into Tukdam and which will not. And so this is a exciting new phase of this research that we're about to begin. Dr. Bindu Mkuti ist Seniorprofessor für Neurophysiologie und Leiter des Zentrums für Bewusstseinsforschung am National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bangalore, Indien. Dr. Kuti spricht über die Rolle des Instituts im Thukdam-Studienprojekt. The role of NIMHANS will be to collect the physiological data
who have attained the Tugdam state from Center for Consciousness Studies, and the biological the specimen like microbiome analysis. So that will be done by the Department of Neurovirology, Dr. Manjunath, and also the air sampling to explore the odor, okay, that are emitted in the Tugdam state, so which will be collected and analyzed by Dr. Premada Sharma from Department of the Psychopharmacology at the NIMHANS. So we are bringing the whole team of NIMHANS into this research of Tugdam. Tugdam ist ein buddhistisches Phänomen, bei dem das Bewusstsein eines verwirklichten Meisters trotz seines physischen Todes im Körper verbleibt. Obwohl sie für klinisch tot erklärt werden, zeigen ihre Körper keine Anzeichen von Verwesung und bleiben ohne Konservierung tagelang oder wochenlang frisch. Laut der tibetisch-buddhistischen Literatur strahlen ihre Gesichter und ihre Körper eine Wärme aus, wie bei normalen lebenden Menschen. Tugdam ist ein tibetisches Wort, wobei Tug Geist und Tham Samadhi oder meditativen Zustand bedeutet. Die wissenschaftliche Untersuchung dieses Phänomens wurde auf Initiative seiner Heiligkeit des Dalai Lama begonnen. In separaten Treffen trafen sich Vertreter der verschiedenen Gremien der tibetischen Zentralverwaltung mit dem Ministerpräsidenten von Himachal Pradesh, dem Vorsitzenden der Oppositionspartei und Mitglieder der Legislativversammlung, als sie zur Wintersitzung der Legislativversammlung von Himachal Pradesh in Tapovan Dharamsala eintrafen. Der Sekretär des Gachachege Chudya Dani und der Sekretär des Innenministeriums der tibetischen Zentralverwaltung bei den Thundup trafen sich mit Sukhvinder Singh Suku, um ihn offiziell einzuladen, als Ehrengast an der bevorstehenden Feier zum Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seiner Heiligkeit den Dalai Lama am 10. Dezember 2025 teilzunehmen. Der Ständige Ausschuss des tibetischen Exilparlaments unter der Leitung von Sprecher Kimosonam Dempel und der stellvertretenden Sprecherin Doma Tsering Dekang traf sich mit dem Ministerpräsidenten von Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Suku, dem Sprecher Shri Kuldeep Singh Patania, dem Oppositionsführer Shri Jai Ram Thakur, Ministern und Mitgliedern der Legislativversammlung in Tapovan Dharamsala. Die Politiker aus Himachal Pradesh bekräftigten ihre anhaltende Unterstützung für das tibetische Volk und betonten, dass die Botschaft der Liebe und des Mitgefühls seiner Heiligkeit von Dharamsala aus alle Winkel der Welt erreicht und Besucher und Bewunderer aus der aller Welt angezogen habe. Auf Einladung des Parlamentspräsidenten Shri Kuldeep Singh Patania nahm die Delegation des tibetischen Exilparlaments ebenfalls an der laufenden Sitzung teil, wo sie während der Zero Hour vom Parlament mit Applaus herzlich empfangen wurde. Der Wahlleiter Lobsang Yeshe und die zusätzlichen Wahlkommissare Nangsa Chödö und Tsering Gyödö beendeten ihre Informationsreise zu den Regeln und Richtlinien der bevorstehenden tibetischen Parlamentswahlen in Australien, Europa und Nordamerika. Die Vertreter hielten separate Treffen mit regionalen Wahlbeamten und Beobachtern ab, um sicherzustellen, dass die Wahl auf gleichberechtigte, freie und vertrauliche Weise durchgeführt wird. Gegenüber der tibetischen Bevölkerung betonten die Vertreter die Bedeutung der Teilnahme des tibetischen Volkes, die Wahlvorschriften und die Wichtigkeit der Wählerregistrierung. In der vergangenen Woche gab es mehrere Appelle für eine verstärkte Unterstützung Tibets auf internationalen Plattformen, darunter die Aussage vor dem US-Kongress und das 18. Forum der Vereinten Nationen zu Minderheitenfragen. Auf dem Forum der Vereinten Nationen zu Minderheitenfragen setzten sich tibetische Vertreter für die Freiheit des tibetischen Volkes ein. Die Vertreterin Tinde Chökyi vom Tibet-Büro in Genf sprach als eine der Podiumsteilnehmerinnen bei einer Nebenveranstaltung der Vereinten Nationen und der People's Organization wichtige Fragen zu Tibet an. Sie betonte, dass trotz der Verabschiedung von Resolutionen und der Vorlage von Berichten über Tibet durch die UN-Generalversammlung die zunehmende Aggression Chinas dazu geführt habe, dass die gesamte tibetische Zivilisation heute in ihrer Existenz bedroht sei. Tinde Chökyi machte auch auf Chinas Einmischung in die Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama aufmerksam und wies darauf hin, dass sich in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des gewaltsamen Verschwindens des 11. Panchen Lama jährt. Phuntsho Topgye, UN-Advocacy-Beauftragter des Tibet-Büros in Genf, hielt eine mündliche Erklärung zu Tibet, in der er insbesondere die Sinisierung der Sprache und Chinas zunehmende Unterdrückung von Religion und Kultur hervorhob.
Phuntsho Topge hob den Mönch Chesan Yatso hervor, der sich nach langwierigen Schikanen durch die chinesischen Behörden das Leben nahm, sowie die Verhaftung von Khimbot Demba Dargye und 20 Dorfbewohnern im Mai 2024 wegen der Gründung einer Vereinigung zum Schutz der Sprache, den Tod ihres Anführers Gomun Namgyel aufgrund von Verletzungen, die er während seiner Haft in China erlitten hatte, die konsequente Verweigerung des Zugangs zu einem Rechtsbeistand für den politischen Gefangenen Dorji Dashi, den plötzlichen und verdächtigen Tod von Tulku Hungar Dorji Rinpoche und Chinas Zerstörung von Larungar, einem der renommiertesten buddhistischen Zentren. We call on this forum to urge Chinese government to uphold the Tibetan rights to education, right to practice, freedom of expressions and protection from arbitrary detention. I thank you. Dengse Dorji, leitender Forscher und Stratege am Tibet Action Institute, hielt auf dem Forum eine Rede, in der er die anhaltende Assimilationspolitik der chinesischen Regierung gegenüber der tibetischen, uigurischen und mongolischen Bevölkerung anprangerte. Dengse Dorji kritisierte Chinas Zwangsaufnahme tibetischer Kinder in Internate im Kolonialstil, eine Politik, die darauf abzielt, die Identität des tibetischen Volkes auszulöschen. 3 out of every 4 Tibetan students in colonial boarding schools, 800 to 900,000 Tibetan kids aged 6 to 18 are methodically being turned into Chinese. Das 18. Minderheitenforum der Vereinten Nationen, das vom 27. bis zum 28. November in Genf stattfand, verzeichnete mit mehr als 900 Anmeldungen die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte des Forums. In separaten Treffen traf sich das Team des Tibet-Büros in Genf mit René Longy, dem Präsidenten der französischsprachigen Sektion der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft GSTF, und Cédric Jonaré, Mitglied des Kantonsparlaments von Genf, sowie mit Greg Lee, Botschafter Taiwans in Genf, Schweiz, und Richard Jingyao Lin, erster Sekretär mit dem Internationalen Dienst für Menschenrechte, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und Vertretern des Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung, um über die aktuelle Lage in Tibet zu informieren und mögliche Bereiche für gemeinsame Initiativen zu erkunden. Bei der jüngsten Anhörung der Kongress-Exekutivkommission zu China wurden Aussagen von chinesischen Christen, einem Hui-Muslim und einem tibetischen Buddhisten, darunter Pujung Ziling von ICT, gehört. Außerdem wurden lautstarke Forderungen nach neuen Initiativen erhoben, um eine härtere Haltung gegenüber der anhaltenden Besetzung Tibets durch China einzunehmen. Die Anhörung mit dem Titel Chinas Krieg gegen die Religion, die Bedrohung der Religionsfreiheit und warum dies für die Vereinigten Staaten von Bedeutung ist, fand am 20. November statt. Zu den weiteren Zeugen gehörten Sam Brownback, ehemaliger Sonderbotschafter für internationale Religionsfreiheit, der betonte, dass die USA ihre Unterstützung für den Mittelwegansatz des Dalai Lama für Tibet bekunden sollten, und dass die USA, sollte China diesem innerhalb einer bestimmten Frist nicht zustimmen, die Anerkennung eines unabhängigen Tibets verkünden sollten. I believe we should announce our support for the Dalai Lama's middle way approach. For Tibet, genuine autonomy for Tibet within China. Now, while I have significant doubts that this will work, but if China will not agree to this within a set period of time, say 60 days, we should announce our recognition of an independent Tibet. If they're not going to go with this route that he's put forward, we should announce our support for an independent Tibet. Tibet, and for that matter Xinjiang, have never been a part of China. Der Abgeordnete Jim McGovern zeigte sich einverstanden mit der Ungeduld in der Tibet-Frage. Pujung Ziling von der International Campaign for Tibet betonte die Notwendigkeit internationaler Unterstützung für Tibet. The Trump administration should implement TPSA, other legislative, and sanction Chinese authorities who deny Tibetan religious freedom. They should engage multilaterally with other countries on Tibetan religious freedom. They should demand the release of Tibetan political prisoners, including the 11th Panchen Lama and Tang Edi. They should stop transnational repression. Im Rahmen der Initiative Year Compassion nahm eine Gruppe von Tibetern zum ersten Mal am 16. jährlichen Marsch für die Lebensmittelbank in Amherst, Massachusetts, USA teil. Diese Initiative sammelt Spenden und sensibilisiert für die Hungerhilfe. In diesem Jahr wurden 43 Meilen zurückgelegt.
Der Kongressabgeordnete Jim McGovern, der zum 13. Mal an diesem Marsch teilnahm, zeigte sich erfreut, dieses Jahr zu Ehren seiner Heiligkeit mit den Tibetern zu marschieren und sagte, dass dieser Geist mit dem übereinstimme, wofür seine Heiligkeit stehe. Das Tibet-Büro in Brüssel eröffnete in Zusammenarbeit mit dem House of Compassion am 24. November im Herzen von Brüssel eine einmonatige Ausstellung mit dem Titel Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama von Tibet – 90 Jahre Weisheit und Mitgefühl. In Indien organisierte das Paonta Choesum Regional Gothe Organizing Committee einen ganztägigen Gebetsgottesdienst und die tibetische Siedlung Kham Kato. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.